Den ALOAF, also die Letzebauer Oldtimer Föderation, hat an der Ulzestraße mit dem Koffer bei Thun zusammen ein Oldtimer Breakfast organisiert. Das heißt, viele Autoren an einen gut gefüllten Ulzestraße Sonntagmorgen. Green Sally up, a green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down. Last done start, gotta tell. Meierei an der Ulzestraße, da sind wir alle 2 Jahre. Das ist so, den Koffer Thun, als ein Sponsor. Und organisieren wir mit ihm zusammen einen kleinen Breakfast, das heißt, er organisiert einen Croissant und einen Kaffee. Und wir machen ganz viel Werbung über Social Media und die anderen Kanäle. Und im Endeffekt kommen dann ganz viele Leute, sich ganz schöne Morgen hier an der Ulzestraße verbringen. Ich bin den Dan Meetinger, ich bin Präsident von der Letzebauer Oldtimer Föderation. All die Clips, die mit Oldtimer machen, die können bei uns Member gehen. Und wir vertreten sie auch für den Staat, für den Gesetzgeber. Und dass wir am Anfang den Ansprechpartner sind für ein spezielles Thema bei den Oldtimern. Wie seid ihr dann dazu gekommen, Heimat zu machen? Wir sind durch Sekretärin, wenn ich studieren, durch Sandra. Die ist am Male Sandra auf der Guaren standen, wo Sandra gesagt hat, wenn du schon an den Tutschluss gehst, an einer Fußgängerzone mal ein Reps machen, gibt es interessiert. Und ich dachte, ja, für was nicht? Daraus ist die Idee entstanden. Bist du da selber ein Oldtimer? Also ich selber habe keinen. Mein Mann hat die Leidenschaft für Durchwohnen, ich habe zwei. Ein Kamionett an ein normales Auto. Ich fahre dann mit und dann gehe ich mit auf die Events. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, das heißt, jeder, der einen Oldtimer hat, kann seine Firma mitbringen. Aber wie gesagt, das Grand Public, das heißt, das Dölzestraße, sind viele Leute, die an der Zeit wissen, dass den Event hier gibt, alle 2 Jahre. Und dann sind noch Leute, die lohnen vielleicht nicht 3000 Oldtimer zu dienen und die aber dann hier gucken kommen. Was die Gefähre belangt, sind noch Gefähre aus den 30er Jahren hier, wo ich so, okay, das sind die Hardcore-Oldtimer-Fahrer, die sagen, okay, ich habe einen dicken Mutzmäuse. Und ich fand eigentlich dann mit meinem Oldtimer mit 40, 50 km/h bis dahin. Das ist ein Bugatti 51, ein Pur Sang. Das heißt, da sind viele Originaldeler drin, was eben den Charakteristik möchte, dass es ziemlich echt ist, wo da viel drüber rennen, die nicht echt sind. Für was hast du gerade Käfer gekauft? Durch meine Frau, weil hat auch schon Käfer gefahren. Wir sind natürlich immer schon Käfer gefahren. Und das hat ja, ein bisschen eine Tradition. Und meine Frau wollte einen Käfer. Und hatte dort Feuerwehr ins Gesicht. Ich hatte gekauft, weil er gut an der Reihe war. War nicht überrascht. Schon aber ganz wenig Roman. Das ist aber natürlich ausgeartet und das eine totale Restauration ging. Wie so zu DAX bei so Fällen. Aber tut aber Spaß. Also das sind 250 SL Pagod, Mercedes natürlich. Ja. Und das ist ein ganz rare 5-Gang. Ein 5-Gang-Boot op. Und nicht alle guten Optionen. Ich habe den noch 10 Jahre schon selber restauriert oder restaurieren gelassen. Und das hat mich begeistert, weil ich hatte so ein Auto wie schon vorher. Und als ich an Pension gegangen bin, habe ich gesagt, ich hätte ihm gerne Pagod. Und dann habe ich 10 Jahre und ich habe ihm da gebastelt. Das ist ein Auto von 32, 180 Pferd wird das. Aber nicht einmal dafür, da fühlen sich 20 Jahre mehr jung.